So ein schöner Schnee. Schön, was heute Nacht hergekommen hat, ja? Das Schöne am Skitouren, das ist alles. Das ist die Landschaft, das ist die kalte, klare Luft, das ist die Bewegung einfach draußen und dieses homogene Laufen. Über Stunden, wenn die Spur gut angelegt ist, immer in der gleichen Belastung laufen. Das hat was zum Teil Meditatives. Du kannst da so richtig runterfahren und konzentrierst dich eigentlich nur auf dich und um deine Umgebung. Das ist Self-Care. Ich bin unterwegs mit Markus Höss, einem alten Freund, mit dem ich schon lange mal wieder auf Skitour gehen wollte. Markus ist Bergführer und er arbeitet beim Bergsporthändler Bergzeit. Also genau der richtige Mann, um Einsteigern in das Skitourengehen viele gute Tipps zu geben. Und das Interesse an diesem Sport ist groß. Passiert ist vor allen Dingen, dass die Leute sehen, dass das ein schöner Sport ist, wo man sich selber einfach was Gutes tun kann damit. Der ganze Outdoor-Bereich boomt und das Skitouren geht natürlich auch. Und der Sport ist leichter geworden. Es ist nicht mehr so anstrengend wie früher, weil das Material einfach besser geworden ist. Das muss man ganz klar sagen. Trotzdem ist das Skitourengehen ein Sport, für den man schon einige Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen sollte. Außerhalb von Pistentouren im gesicherten Gelände ist nicht nur das Skifahren anspruchsvoller als auf der Piste, dort lauert auch die Lawinengefahr. Schau, da können wir was lernen. Ja. Was haben wir in Lawinenlage? Haben wir geschaut. Ist Zweier, gell? Zweier haben wir. Eins und über der Waldgrenze ein Zweier in entsprechender Exposition. Relativ sicher unterwegs. Ja. Aber generell Thema Lawine. Was ist denn die Ausrüstung, die man immer, wenn man das gesicherte Skigebiet verlässt, unbedingt dabei haben sollte? Man muss grundsätzlich immer ein VS-Gerät dabei haben, also ein lawinenverschüttetes Suchgerät, eine Schaufel und eine Sonde. Das ist einmal so die absolute Notfallausrüstung. Die muss man dabei haben und auch bedienen können. Und zusätzlich braucht man natürlich Erste Hilfe. Man braucht für die Wärmeerhalt entweder Rettungsdecken oder einen Biwaksack und selbstverständlich auch ein Handy, dass sie im Notfall Hilfe alarmieren kann. Eine Notfallausrüstung nur dabei haben, langt auch nicht. Man muss damit auch umgehen können. Gell? Das muss man üben und lernen. Verschiedene Veranstalter bieten da hervorragende Kurse an. Bei einer Bergschule, beim DAV gibt es auch Kurse. Es gibt auch viele Leute, die schaffen sich das autodidaktisch irgendwie drauf. Es gibt jede Menge gute Bücher dazu. Aber das ist in der absoluten Grundverantwortung, dass man nur ausgebildet ins Gelände geht, weil davor hängt die eigene Sicherheit und vor allen Dingen die Sicherheit halt der Mitgeher ab. Und du sollst dann auch Leute dabei haben für deine eigene Sicherheit, die das... War gut, weil die eigene Sicherheit hängt an der Qualität deiner Mitgänger. Ja, dann kann ich heute völlig beruhigt unterwegs sein. Hoffen wir es. Fragt man es, oder? Fragt man es. Meine Empfehlung ist ganz klar, wenn man damit beginnt, sich mit Lawinen zu beschäftigen, sollte man einen Kurs machen. Und dann wird man ziemlich sicher merken, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, ist ganz schön spannend und interessant. Fast genauso komplex ist es, einen Überblick über das gewaltige Angebot zu bekommen, das es mittlerweile an Skiern, Bindungen und Skistiefeln gibt. So Markus, wenn ich jetzt Skitourenausrüstung kaufen will als Anfänger, auf was soll ich denn da achten? Was ist deine Empfehlung? Ich muss mir zuerst einmal klar darüber sein, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und je nachdem, was ich wirklich machen möchte, also ob ich einen Schwerpunkt im Aufstieg habe, einen Schwerpunkt in der Abfahrt, gibt es ja das geeignete Material dafür. Also zwischen ganz leicht, wenn du jetzt mehr Rennen machen willst, genau. Bis hin zu schwer und breit. Wenn ich gleich viel Meter aufsteigen möchte, wie ich abfahre, dann ist eigentlich eine klassische Skitour. Das heißt, ich nehme einen klassischen Tourenski, ein bisschen einen schmäleren. Wenn ich einen Schwerpunkt eher in der Abfahrt habe und vielleicht einen Lift dabei habe, nehme ich einen breiteren Ski. Und wenn der Schwerpunkt eher so im Leistungssport ist und bergauflaufen, dann wird der Ski immer schmäler und das Material immer leichter. So macht das Abfahren nicht mehr so viel Spaß. Dafür wird es Abfahren so lustig. Genau. Und da muss es zusammenpassen, das ist auch wichtig, oder? Das ist wichtig, es muss zusammenpassen. Es muss der Kraftschluss vom Fuß bis zum Schnee einigermaßen stimmig sein. Das heißt, es muss der Schuh auf Bindung passen, die Bindung zum Ski und der Ski halt, je nachdem, was ich machen möchte. Und wichtig ist beim Schuh, dass er passt, aber darf auf keinen Fall zu groß sein, oder? Der Schuh darf nicht zu groß sein, ja. Tendenziell nehmen die Leute die Schuhe ein bisschen zu groß, weil dann ist es bequemer und dann haben wir keine Angst wegen kalte Zehen und so weiter. Aber es ist ein Schmarrn, wenn ich mit dem Ski gescheit fahren möchte, weil dann rutsche ich mit dem Fuß schon im Schuh. Und dann nehme ich meinem Fuß die Möglichkeit, die Kraft auf den Schuh zu übertragen, bringe ich die Kraft nicht auf den Schuh, geht es nicht auf Bindung, geht es nicht auf den Ski und auch nicht im Schnee. So kann ich nicht gescheit Skifahren. Gescheit Skifahren finde ich schon wichtig. Wir sind ja zum Skifahren und nicht zum Skilaufen da.
Trotzdem, vor dem Skifahren kommt beim Skitourengehen natürlich erstmal das Bergauflaufen. Was mir persönlich übrigens nicht weniger Spaß macht als das Abfahren. Erst recht dann nicht, wenn ich in so einer Kulisse unterwegs bin. Ja, die letzten Meter, hä? Ah, da, Markus, wir haben unterwegs zu viel gequatscht. Wir müssen uns jetzt mit einem kleinen Gipfel begnügen. Also sonst schaffen wir es nicht mehr runter. Die Tage sind einfach noch nicht so lang. Es ist auch schön im Winter, gell, dass früher Feierabend ist. Ja, genau. Schau her, Oben sind wir auch. sind wir da. Sau gut. Super. Gratuliere, Michi. Schön. Schön. Ja, von weiter oben sehen wir nicht mehr. Winter ist einfach, gell, anders Licht, die Konturen, alles so schön rund, alles so friedlich. Unsere Landschaft verzaubert einfach. Gell? Ja. Wie jetzt das mit dem Helm, Markus? Ich mag ihn beim Skitouren gehen, ehrlich gesagt nicht so persönlich. Ich auch nicht. Aber heute, glaube ich, hat er seine Berechtigung. Weil es hat noch nicht so viel Schnee. Es schauen schon noch hier und dort Steine raus. Und lass irgendwo hängen bleiben und einhackeln, dann hat es mit dem Kopf auf den nächsten Stein. Ja. Schaden tut er nicht, klar. So langsam kannst du gar nicht fahren. Aber auf der anderen Seite, der Helm wiegt 250 Gramm. Das ist jetzt auch kein Rechtfertigungsgrund, dass ich ihn daheim lasse. Ah, gut. Ich muss dem Markus recht geben. Bei wenig und noch dazu ziemlich bescheidenem Schnee wäre ein Helm auf jeden Fall angebracht. Gut, dass wir beide sturzfrei ins Tal kommen.